Das Auge ist instabil geworden. Es kann Instabil? nicht hierbleiben, sonst könnte es eure Akademie und diese Welt zerstören. Okay, und weiter geht's. Letztes Mal haben wir es ja geschafft, den Stab von Magnus zu organisieren, den wir ja brauchen, um unter anderem das Auge von Magnus zu beeinflussen oder die Macht darüber zu erlangen. Das ist aber nicht das Einzige. Vor allem ist es darum gegangen, dass wir den Alcano aufhalten. Ancano. Mit der frohen Botschaft, dass wir den Stab endlich gefunden haben wir ja zurückgehen in die Akademie und dann da am Tolftier und der Mirabelle sagen. So wird es leider nicht gekommen. Also der Tolftier, der hat es erfahren, Mirabelle leider nicht mehr, weil die ist ja am Alcano zum Opfer gefallen. Ancano. Also wir haben dann auch herausgefunden, dass der Alcano egal. Tatsächlich, wie wir ja gedacht haben, ein riesengroßes ist. Wir können es nicht mehr ändern. Wir können sie aber rächen. So war ihren Tod nicht umsonst. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir stürmen jetzt die Akademie los. Let's fetz. Gut. Stürmen wir die Akademie. Es würde mich über... Was? Wir hätten dieses Ding Abstand. nie hierher bringen dürfen. Wir hätten dieses Ding nie hierher bringen dürfen. Es würde mich überraschen, wenn auch noch... Wir hätten dieses Ding nie hierher bringen dürfen. Jetzt gehen wir am... Wie heißt er? Der Ancano. Nochmal? Der Ancano. Dem gehen wir jetzt die Gare machen. Glaubt ihr, ich weiß nicht, was ihr im Schilde führt? Glaubt ihr, ich kann euch nicht vernichten? Ich habe die Macht, die Welt zu vernichten. Und ihr glaubt, etwas dagegen tun zu können? Überhaupt keine Wirkung! Habe ich auch schon gemerkt. Wir machen es anders. Wir machen es so. Ich stehe über euren jämmerlichen magischen Versuchen. Ihr könnt mir nichts anhaben. Ihr Stab, wendet sie auf das Auge an. Okay. Wenn du das sagst. Genug! Nix genug. Wir fangen erst gerade an. Überhaupt keine Wirkung. Ich stehe über euren jämmerlichen magischen Versuchen. Ihr könnt mir nichts anhaben. Ihr Stab, wendet ihn auf das Auge an. Genug! Ihr gebt noch immer nicht auf. Nun gut. Dann kommt. Seht, wozu ich jetzt in der Lage bin. Meine Macht. Meine Macht ist absolut.
Nein! Du bist tot. Weißt du das? Justice. Mause tot. Gehen wir zuerst Lydia wieder holen. Wenn wir sie findet. Da hinten ist sie. Ich habe brav Ich auf uns wusste, gewartet. ihr würdet es schaffen. Wir brechen auf. Wie ihr wünscht, Hane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Ich weiß. Das befürchte ich eben. Ich weiß nicht. Ancano ist fort. Aber was immer er mit dem Auge getan hat, dauert offenbar noch an. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir wussten, dass ihr Erfolg haben würdet. Euer Sieg hier rechtfertigt unseren Glauben an euch. Ihr habt euch mehr als würdig erwiesen, die Akademie von Winterfeste zu leiten. Bitte was? Wir können vieles sehen, was euch verborgen bleibt. Wir haben schon lange daran geglaubt, dass ihr siegen würdet. Das Auge ist instabil geworden. Es kann nicht hierbleiben, sonst könnte es eure Akademie und diese Welt zerstören. Es muss gesichert werden. Ancanos Handlungen beweisen, dass die Welt für ein solches Ding noch nicht bereit ist. Wir werden es sichern. Zunächst einmal. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Akademie weiterzuführen Unsere Akademie. und euer Leben weiterzuleben. Wir sind jetzt quasi der Dumbledore Unser von der Dank gebührt Akademie. euch, Von der Erzmagier. läuft bei uns, hä? Und ihr? Sind ihr jetzt Bestandteil von der Akademie? Ihr habt der Welt einen großen Dienst erwiesen. Ja, du hat mich gefreut. Ihr habt es geschafft. Die Akademie ist dank euch wieder sicher. Ich wusste, dass ihr das Zeug dazu hattet. Ich wage zu behaupten, dass die Seejigs recht haben. Meiner Meinung nach hat es niemand mehr verdient, Erzmagier zu werden. Hier, betrachtet diese als euer Eigentum. Und ebenso die Wohnräume des Erzmagiers. Oh, Wenn ihr ein Rat braucht, findet ihr mich hier. wir kommen jetzt coole Zimmer über. Jawohl. Hammermäßig. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Jetzt schauen wir uns das neue Zimmer an. Hammer. Coole Sache. Da ist jetzt unser Zimmer. Power nap! Hammer. Was sagst du, Lydia? Voll cool, ne? Entschuldigung. Jetzt gehen wir zum Septimus. Er hat ja Rätsel für uns gelöst. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was das für ein Rätsel war. Aber wir haben auf seine Antwort gewartet, jetzt weiss ich noch. Her damit, schnell! Oh,
Aber die Dwemer besaßen mehr, als selbst Septimus erwartet hätte. Die Entschlüsselung wird Zeit in Anspruch nehmen. Zieht eures Weges. Septimus wird euch aufsuchen, falls er noch etwas benötigt. Super Sache. Sagen Danke, hat mich gefreut. Und tschüss. Kurier. Hoi. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Show me. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ah, der Septimus. Wisst ihr noch, den wir gebraucht haben, um den Schrei zu lernen, Drachenfall. Für den haben wir doch irgend so ein Lexikon umschreiben lassen, damit er uns dann nachher im Gegenzug sagt, wie wir den Drachenfall lernen. Irgendwie so. Der hat jetzt das Rätsel gelöst. Gut, dem gehen wir dann nächstes Mal ein Psychli abstatten. Hey, voll cool. Jetzt haben wir einfach das geile Zimmer. Hammermäßig. Sepp, wo bist du? Jetzt gehen wir den Sepp besuchen. Noch bin. Und schon mit den Sepp besuchen. Graf Dwemer, als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weitere. Außergewöhnlich. Jetzt verstehe ich es. Der Verschluss ist so strukturiert, dass winzigste Fraktale ineinander greifen. Dwemer Blut kann die Haken lösen, doch es lebt niemand mehr, in dem es fließt. Eine ganze Palette ihrer Brüder könnte sich zusammentun, um ein Faksimile zu bilden. Ein Trick, etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Nein, nicht einmal sie. Das Blut der Altmeer, Bosmeer, Dunmeer, Fallmeer und Orsimeer. Die Elfen, die noch leben, sind der Schlüssel. Trag diesen Extraktor von dannen. Er wird das frische Blut der Elfen trinken. Kommt zurück, wenn ihr den ganzen Satz habt. Hochelfenblut, Waldelfenblut, das sind meine eigenen Elfen. Quasi die Familie. Können wir nur hoffen, dass uns ein Waldelf angreift. Moldo. Die Schatulle enthält das Herz, die Essenz eines Gottes. Ich habe mein ganzes Leben den Schriftrollen der Alten gewidmet. Doch ihr Wissen ist nur eine flüchtige Wahrnehmung im Vergleich zum allumfassenden Geist der Göttlichkeit. Die Dwemer waren die Letzten, die sie berührt haben. Es hieß, sie sei von Nerevarinen zerstört worden. Doch mein Herr belehrte mich eines Besseren. Die Schatulle enthält das Herz, die Essenz eines Gottes. Ich habe mein ganzes Leben den Schriftrollen der Alten gewidmet. Doch ihr Wissen ist nur eine flüchtige Wahrnehmung im Vergleich zum allumfassenden Geist der Göttlichkeit. Die Dwemer waren die Letzten, die sie berührt haben. Es hieß, sie sei von Nerevarinen zerstört worden. No offense, but I really don't care. Doch mein Herr belehrte mich eines Besseren. Du bist ein ganz komischer Vogel, aber den haben wir, glaube ich, letztes Mal schon festgestellt. Sepp. Septimus Signus.
Oh, ja, genau. Kommt näher, wärmt euch in meiner Gegenwart. Voll daneben. Unbedingt. Ich bin Hermeos Mora, der Wächter des Ungesehenen, der Kenner des Unbekannten. Ich habe euch beobachtet, Sterblicher. Äußerst beeindruckend. Eure andauernde Unterstützung von Septimus macht ihn zusehends überflüssig. Er hat mir gute Dienste geleistet, doch seine Zeit neigt sich dem Ende zu. Wenn diese verfluchte Schatulle erst geöffnet ist, hat er seinen Nutzen mir gegenüber verwirkt. Und wenn diese Zeit gekommen ist, werdet ihr seinen Platz als Abgesandter einnehmen. Was sagt ihr? Du, jetzt sind wir erst gerade Schulleiter von der Akademie geworden. Ich bin sicher nicht euer Diener. Seid gewarnt. Viele dachten wie ihr und ich habe sie alle gebrochen. Ihr werdet euch mir nicht ewig entziehen. Doch. Doch, doch. Ciao. Du Grüssel. So, Sepp. Tschüssli. Sorry, das war schon mit der 23. Folge unserer Skyrim-Serie. Die ist schnell gegangen. Ziemlich schnell. Liegt auch daran, dass wir den Alkan noch schneller besiegt haben, als wir es ursprünglich noch mal gedacht haben. Der ist mir schon noch recht aus den Zeiger gegangen. Ja, Mirabelle. Ich will nicht sagen, dass ich es gesagt habe, aber ich habe es ja gesagt. Ich habe gesagt, sie sollen nicht dort warten. Ist ja gleich. Also, ich habe gemerkt, ich habe dann noch probiert, nicht in die Länge zu ziehen, aber eine Quest anzuhängen oder fertig zu machen, wo wir mal angefangen haben, wo irgendwie gleich noch dazu gepasst hat, weil der Kurier, der uns dann abgefangen hat, wo wir zurück wollen, in die Akademie von der Winterfesten aus, der hat uns ja übermittelt, dass der Septimus Rätsel gelöst hat. Und dann habe ich gedacht, ja, dann hängen wir da dran und lassen uns vom Septimus ein bisschen zulabern. Das Gleiche, was ich jetzt mit euch mache. Voll daneben. Und damit beende ich diese Folge auch. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste. Lasst euch überraschen, was wir machen werden. Ich verrate an dieser Stelle noch gar nicht. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Und weiter geht's. Das ist nicht so gut. Lassen wir den Cut. Letztes Mal haben wir nach längerem Suchen, oder respektive so lange haben wir gar nicht gesucht. Und vor allem den Alcano zu beherrschen, zu kontrollieren. Nennt es, wie ihr es wollt. Also am 12. haben wir es können sagen, der Mirabelle leider nicht, weil Mirabelle ist ja leider Gottes. Laber ich zu viel?